Grüße zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind noch immer hier auf diesem Dach, wo wir seit geraumer Zeit durch Night City stravanzen und immer wieder versuchen, uns mit den Mechaniken des Spiels zu befassen. Ja genau, da hast du recht, wie, wieso, warum und eins vorweg. Ich weiß noch nicht, das wird jetzt mal eine kurze Aufnahme, wir werden jetzt nicht viel machen. Für die nächste Aufnahme werden wir uns was einfallen lassen in puncto Story. Kurzen Augenblick. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich da das Scharfschützengewehr. NC-Bewohner, achso, das sind nur normale Bewohner. Auch in Ordnung. So, und dann werden wir mal was anderes machen. Ich möchte mir mal die Lore anschauen von diesem ganzen Spiel. Dazu werden wir aber in Wies Apartment reisen und es in Ruhe machen. Kurzen Augenblick. Wer seid ihr? Maelström Schläger, Smoke Eye, Powersprung, Splittergranaten, Kampfstim. Ja, die haben das gleiche. Und ja, Nuka, das ist sau geil, sie da den ganzen Tag nur mit der Mechanik spielen. Kurzschluss. Ja. Los jetzt! Bewegung! Na. Perfekt. Ah, da ist noch einer. Oder eine. Sehr geil. Netrunner. Aha. Und was kann ich da machen? Ach so. Im Prinzip baut sie das. Ach so. Siehst du? Ich habe ja vor kurzem gesagt, ich habe dann dieses, wie heißt's? Eure Kommentare-Format habe ich ja beendet, um mich dann später bei meinen Spielen, so wie Cyberpunk und XCOM, mich mehr mit den Spielen auseinanderzusetzen. Genau. Und genau deswegen, ja. Es wird auch Zeit, weil es kostet mir auch die Hälfte, weiß ich nicht einmal, was ist und für was gut ist. So. Meine kleine Schnullerbacke. Jetzt tust du mal die Waffen weg. Was hast du als Miet? Euro-Dollar? Schön. Big Mac. Na bitte. Können wir brauchen. Nicht. So. Was ist da unten? Aha. Ja, ich hab doch gesagt, ich komm zu dir. Reim's dir selbst zusammen. Ja, vielleicht kann er nicht reimen. Warte mal. Kann man dich auch? Nö, dich kann man nicht. Keine Zugehörigkeit. Gabelstapler. Aha. Ja, was haben wir denn da? Nix. Gut. Das ist ja eh typisch für diese Stadt. Die hat gar nichts.
Damien Shaw. Okay. Keine Ahnung. Sagt mir nix. Soll ich ihn kennen? Muss ich ihn kennen? So was haben wir ja schon. Solche Platzerl gibt's ja zuhauf in der Stadt, gell? Das hätte jetzt so richtig auf einen interessanten Punkt ausgeschaut, aber so kannst du enttäuscht werden. Sollten wir in Kürze mit einer Hauptstory-Geschichte Hauptstory-Mission weitermachen, informiere mich aber zuerst. Alles nehmen. Aha. Ich habe absolut keine Ahnung, was da jetzt gerade passiert ist. Da werden wir aber informieren. Man wird jetzt nicht unbedingt eine Story-Mission anfangen und dann gleich, wenn wir die fertig haben, gleich in die nächste gesprungen oder geworfen zu werden. Sagen wir so. Was ist das? Maelstrom. Ja, wie gesagt, in der nächsten Aufnahme werden wir uns dann ein bisschen mit der Lore beschäftigen, also mit der Geschichte. Sehr gut. Jetzt würde mich nur interessieren. Bürokratischer Eid. Hör mal, Maelstrom hat diesen Ripper-Doc. Aber die halten sie fest und zwingen sie dazu, für sie zu arbeiten. Rette sie vor diesen Psychos, okay? Ihr Bruder wäre dir sehr dankbar. Details anbei. Wer... Aha, lalalala. Wer Blut sein will, blutet am Ende meistens selbst. Das ist natürlich eine sehr gute Weisheit. Berti ist ein Vollidiot, der blöd genug war, sich Maelstrom anzuschließen. Und dann hat er zu spät geschnallt, dass diese Psychos nur 3 simple Regeln haben. Bleiben, sterben oder bezahlen. Seine Schwester Lucy hat Option Nummer 3 gewählt. Aber statt Kohle hat sie Maelstrom im Austausch für die Freiheit ihres Bruders ihre Dienste als Ripper-Doc angeboten. 3 Monate wollte sie diesen Irren zusammenflicken. Blöd nur, dass inzwischen 5 Monate vorbei sind und sie immer noch dort festsitzt. Hier kommst du ins Spiel. Der Auftrag wird übrigens von Berti bezahlt. Aha, er hatte wohl noch ein paar Eddies in der Matratze. Na bitte, dann kann er gleich noch mehr Eddies aus der Matratze zaubern. Mhm. Und ja, ich hab ehrlich noch nie so viel Spaß mit einer Pistole gehabt wie hier in diesem Spiel. Gusch. Hier wird gleich getötet. Öffnen. Aha. Warte, wir werden uns da was anderes einfallen lassen. Wir werden also mal ein bisschen anders vorgehen. Ich will das jetzt ein bisschen ausprobieren. Boah, wie, du magst mich ganz geil. Kurzschluss. Hacken ist was für Feiglinge! Ich höre dich. Schon die ganze Zeit. Echt? Uah! Hau ab wie. Ja, ich habe ein Problem, aber gewaltiges. Ja, bitte.
Bring mir was bei. Ich will lernen. Ich will doch nur lernen. Wo bist denn? Der ist dorten. Haltet sie mir vom Leib! Naja. Wir haben fast gute Arbeit geleistet, wie. Aber nur fast. Wieso sind da alle Waffen kaputt, wenn du es aufhebst? Das verstehe ich noch nicht. Red Danson, nein, wirklich, ist gut. Hat mich nur geschrammt. Ach so, hab gehört, jemand wäre fast abgekratzt. Ja, Hans. Den hat es schwer erwischt. Seine Gedärme waren auf dem Asphalt. Den Geruch kriege ich nicht aus der Nase. Verfickte Psychos. Ja. Naja. Intellektuell. Warte mal, ich speichere da jetzt einmal. Nase juckt, Entschuldigung. Parallelbiografien, ach du Scheiße. Vitae Parallela. Das Leben des König Alexanders und des Cäsars, der den Pompeius besiegte, welche in diesem Buche beschreiben will, sind mit einer solchen Menge von Tatsachen angefüllt, dass ich keine andere Vorrede als die Bitte an meine Leser voransetzen will, mir keine Vorwürfe zu machen, wenn ich nicht all jene weltberühmten Begebenheiten und nicht jede mit der umständlichsten Genauigkeit erzähle, sondern die meisten ins Kurze fasse. Denn ich schreibe keine Geschichte, sondern eine Biografie, und die glänzendsten Taten geben nicht allemal Züge von guten oder schlechten Eigenschaften zu erkennen, sondern öfters drückt es ein geringer Umstand, ein Wort, ein Scherz mehr den Charakter eines Menschen aus als die blutigsten Gefechte und die größten Schlachten und Eroberungen. Die Maler pflegen die Ähnlichkeiten von der Bildung und den Zügen des Gesichts herzunehmen und sich um die übrigen Glieder weniger zu bekümmern. Auf gleiche Weise sei es mir erlaubt, die Merkmale des Charakters meiner Helden am sorgfältigsten zu zeichnen und dadurch ihr Leben zu schildern, die Beschreibung der großen Begebenheiten und der Schlachten aber anderen zu überlassen. Finde Lucy. Eins nach dem anderen. Aha. Ich will mich da jetzt ein bisschen umschauen, bevor ich die Lucy jetzt befreie. Besser. Ne, du siehst. Was liegt da?
Nein, ich hab keinen Hunger, danke. Okay, interessant. Aber da ist ja noch was. Item-Komponenten, keine Ahnung. Ach du Scheiße. Aber was wird das jetzt? Sequenz? Bla bla blub, was? Verstehe nicht. Ich kapiere jetzt nicht ganz. BD 55. Ja, ich verstehe schon, was geht, aber das Große, was bei mir jetzt gerade ein bisschen scheitert, ich habe da jetzt E9. E9 55. Ja. Ah! 55. E9. Wo ist das? Kapier nicht. Nur das noch einige, oder was? Na. Jetzt ist da hinten ans aufgegangen, oder was? Wir wissen seit langem, die lautlosen Killer, wir wissen seit langem, dass AVEs, AVS, keine Ahnung, massig schädliche Substanzen in unsere Luft pusten, darunter Aluminium, Kohlendioxid, Schwefeltrioxid und Schwefelsäure. Studien konnten sogar zudem tote rote Blutkörperchen mit E. coli und Natriumchlorid-Tafelsalz nachweisen. Man muss kein Wissenschaftler sein, um sich denken zu können, dass diese Substanzen dem Körper schaden. Wir haben herausgefunden, dass Schwefelverbindungen in einem derart geschwächten Immunsystem zu Krebs, Herzleiden und anderen Erkrankungen führen können. In manchen Fällen kommt es sogar zu spontaner dentaler Hydroplosion und akuter Meningitis. Naja, geile Scheiße, dann weißt du wenigstens, was du auf der Welt bist. Was ist das? Ach so, wieder so ein Spielchen. BD? BD. Ja. Ich meine, ich höre auch viel Musik und sehr unterschiedliches. Aber da kriegst du wirklich alle möglichen Zustände. Nehmen wir mit. Ich weiß zwar noch nicht, was es alles sein soll. Aber wir werden das bald einmal herausfinden. Ja, die Lucy kann noch 3 Minuten warten. BD E55. Wo ist das? BD 55. Hm.
Geht das noch oben? Ah? Bitte? 55, 55. Also ganz schlau wie aus dem Scheiß da nicht. Aha. Okay, das geht gar nicht. Wurscht. Ist ja der an Durst. Gut, dann schnappen wir mal die Lucy. Was ist da? Da kann ich nichts machen. ...75 Jahre Cyberware von Tsutomu Takahashi. Einführung. Noch vor einem Jahrhundert war der Verlust eines Beins oder Arms eine Tragödie, denn es bedeutete mit einer dauerhaften Behinderung, körperlicher Beeinträchtigung und oft chronische Schmerzen leben zu müssen. Zudem litten Menschen mit Behinderung oft unter Diskriminierung, und zwar bewusster zum Beispiel bei der Jobsuche und unbewusster zum Beispiel fehlende Barrierefreiheit durch schlechte Infrastruktur. Heute ist der Verlust von Arm oder Bein nur mehr ein lästiges Übel, vorausgesetzt der oder die Betroffene ist finanziell stabil. Vor einem Jahrhundert war es Arbeitgebern erlaubt, ihren Mitarbeitern Dresscodes und Frisuren vorzuschreiben bzw. Piercings und Tattoos zu verbieten. Es war gang und gäbe, Arbeitnehmer mit illegitimen Mitteln zu höherer Produktivität anzutreiben, beispielsweise mittels Anti-Schwangerschaftsvorschriften. Gleichzeitig war es damals weder gesetzlich erlaubt noch anders möglich, sich näher mit den Körpern seiner Mitarbeiter zu befassen. Mit dem Aufkommen der Cyberware in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts begannen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern Vorgaben hinsichtlich Haut, Knochen, Muskel, Organ und Augenersatzprodukten zu machen, um so Leistung und Effizienz zu steigern. In extremen Fällen werden Angestellte im Sicherheitssektor dazu angehalten, sich einer sogenannten vollen Körperkonversion oder Cyborgisierung zu unterziehen. Lesen ist schwer. Vieles hat sich verändert. Seit vor etwa 75 Jahren die ersten kybernetischen Implantate auf den Markt kamen. Einige Experten der Technologiegeschichte sind der Überzeugung, Cyberware beeinflusse den Fortschritt positiv. Andere behaupten das Gegenteil. In diesem Buch versuche ich, die guten wie schlechten Veränderungen für unser Privat- und Berufsleben näher zu erörtern und in Zusammenhang zu setzen. Wie hat Cyberware uns die heutige Zeit begleitet und wohin geht die Reise? Das sieht man da in dem Spiel. Eine gefickte Jean später. Nicht schießen! Ich bin Ärztin, ich gehöre nicht zur Gang. Ich weiß. Du bist Lucy Die Thackeray. verdammte Tech läuft wieder nicht. Scheiße! Und du bist? Wie? Dein Bruder schickt mich. Ich soll dich hier rausholen. Birdie? Okay, einen Moment noch. Lucy, dafür haben wir keine Die Zeit. Tech hier drin ist reif für den Schrottplatz. Wir müssen hier weg, sofort. Aber wo du schon mal hier bist, scan ihn mal. Das kann nicht dein Ernst sein. Na los, ich sehe deine Implantate. Scan ihn! Sein Blutdruck fällt. Die Temperatur auch. Schockreaktion. Ich versuche die Blutung zu stoppen. Verabreich du ihm eine Einheit Zintblut. Na los! Das da auf dem Tisch, ganz links. Nein. Wie bitte? Genug von dieser Scheiße. Wir haben keine Zeit. Er ist tot. Natürlich. Hätte nichts anderes von jemandem wie dir erwarten sollen. Sag mal, fühlst du überhaupt irgendwas, wenn du jemanden umbringst? Ich habe ihn nicht umgebracht.
Ach nein, er ist gestorben, weil du nichts unternommen hast. Selbst als ich dich darum gebeten habe. Das ist Mord. Gehen wir. Oh, natürlich. Themenwechsel. Gehen wir. Hoffentlich ist es das am Ende wert, ha? Aha. Und wo ist das Sündblut? Bring Lucy zum Wagen. Ja, dann gehen wir. Ja, gehst du jetzt mit oder nicht, du Trampe, Schircher? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das Sündblut sein soll. Das ist relativ unübersichtlich, das Ganze. Kommt der jetzt mit oder nicht? Na, grä, weiter her. In meiner Nähe, Kopf runter. Boah, ist die lahmarschig. Komm schon, nur noch ein kleines Stück. Los, steig ein. Hä? Ach so. Das war's jetzt, oder was? Naja. Lucy ist in Sicherheit. Und ich danke dir. Na, das freut mich, dass der in Sicherheit ist, wirklich. Naja, wenigstens die Kohle geht auf. Was ausrüsten? Nimm das einfach einmal mit. Ich weiß, aha. Gut, ich hätte gesagt, wir schleichen uns ins Apartment. Wir haben dort schon nur Blödsinn gemacht, die letzten Episoden. Eddie Edwards. Ja, bitte. Und dann überlegen wir uns, was wir weitermachen. Weil ehrlich gesagt, jetzt wird es Zeit für ein bisschen Geschichte. Also das ist sie, was die telefoniert noch immer. Da ist nix. Hast du einen Hirnschaden? Ja. Ich schau nur gerade. Wo könnte man hier weitermachen? Ich meine, es ist nicht unbedingt die schönste Gegend, aber sie passt irgendwie. Ich hab kein Uah. Geld. So, einmal. Zweimal. Давай, гнида, покажись. Wer ist sie? Ratte. Wow. Da hat sie ja glatt den Kopf ausgezogen. Junge, du darfst gehen. Wieso wird da alles kaputt? Naja. Aha. Tu nicht so künstlich, ha? Du. Macheten. Cool. Na, bitte haben wir wieder was gemacht. Und wieder ein bisschen Kohle
geschöffelt. Das wollte ich machen. Brauchst du nicht immer wie ein Psychopath. Brauchst du nicht immer wie ein Psychopath herumlaufen. Gut. Ja, ich hätte gesagt, wir reisen in unser Apartment und überlegen uns, was wir in der nächsten Aufnahme machen werden. Genau. Oder gibt's noch irgendwo, was wir machen können in die Richtung? Ich weiß, das ist ein bisschen eine gelangweilte Episode, aber ich bin ein klein wenig jetzt angezwidert, dass ich mir jetzt endlich einmal ein bisschen mit den ganzen Mechaniken und alles auseinandersetze. Genau. So kommt ihr mir ärgern. Aua. Na, da gibt's nichts mehr. Wurscht. Ab ins Apartment. Schnellreise, Kennedy North. Ich weiß nicht mehr, wo oder was hieß. Mittlerweile. Allen Street. Kabuki. Megagebäude H10. Atrium. Ist da nicht die Wiederham? Riot. Wo ist die Wiederham? Keine Ahnung. Deine Apartments da. Ah, da. Ach ja, siehst du, so selten spül ich das. Schrecklich, Kenny. Todale. Und dann überlegen wir uns, was wir weitermachen in der nächsten Aufnahme. Aha. Muss ich alles wissen? Na. Getreu meinem Lebensmotto, zu wissen macht Kopfweh. Verkaufen. Ja, ich hätte gesagt, wir verbleiben dabei bei unserer Bewaffnung. Die ist ja nicht so schlecht. Ah. Warte mal. Ja, wirklich wahr heißt. Gut. Das müsste unser Apartment sein, oder? Ja. Neues Gebiet wird betreten. Nee, bin ich schon 100-mal gewesen jetzt. So, da. Mal schauen. Wie du siehst, ich habe ja keine Ahnung mehr von irgendwas. Wir hauen das jetzt einfach einmal da rein. Das ist unsere Sparbüchse. So. Was ist das alles bitte? Oh Mama mia. Stumpfe Waffenmod. Siehst du, genau deswegen möchte ich mich damit befassen, weil ich habe absolut keinen blassen Schimmer. So, wie, wo hast denn dein Inventar? Katana? Warte mal. Maschine. Was hat denn die Frau? Achso, was hat denn die alles eingesteckt, bitte? Das ist ja Wahnsinn. Punkte werden noch keine zum Vergeben, gell? Na. Nee.
Ja, aber bald, wir sind bald Level 7. Sehr gut. Ich glaube, da wird es wirklich Zeit, dass wir uns bald auf die Dings konzentrieren. Was hält's davon? Auf die Hauptstory ein bisschen mehr. Weil momentan wird mir ein bisschen langweilig. Warte mal kurz. In Itemherstellung. Was ist das? Ist das? Itemherstellung. Ach du meine Güte. Was ist das? Munition, Scharfschützengewehr. Ah. Handfeuerwaffe. Was bist du? Schrotflinte, hab ich so einen auch. Item-Komponenten Kategorie 2. Ja, aber es nutzt mir nichts. Ich weiß nicht, wo ich das einbauen kann. Taipan. Schalldämpfer. Wo habe ich meine Pistole? Mündung. Ausrüsten. Techie. Aha. Achso, achso, das kann ich da erinnert machen. Ach wie, mit dir mal was mies. Du alte Gurken. Aha. Hören tut man da aber nichts, gell? Warte mal. Entdeckungsgeräusche stumm schalten. Ich mache jetzt einmal Fahrzeugradio, na. Kurz einen Blick, vielleicht können wir dann ein bisschen lauter dran. Das müsste dann das sein. Lautstärke Musikradioport, okay. Ja, ich wüsste sonst nichts, was da noch irgendwie. Dialog, Soundeffekt, Gesamtlautstärke. Ich mach so. Sag's nicht, Kiyoshi. Was sonst? Was ist mit dir? Schwörst du noch auf Biodyne? Hey, es läuft doch alles, also warum auch nicht? Ich würde das Modell 300 XS ohne mit der Wimper zu zucken empfehlen. Aber kommen wir zum Thema. Dein neuester Braindance, Metal Wars, Metal Hearts, erscheint morgen. Erzähl uns was darüber. Zuallererst ist es ein Meisterwerk. Das Gefühl, das man als Panzerfahrer hat, das Benzin brennt in deiner Nase, du bist eins mit der Maschine. Oh Mann, das kann man gar nicht beschreiben. Du musst es wirklich selbst erleben.
Ich weiß, ich schweife gerade ein bisschen ab. Okay, also, ich spiele Luis Morales. Das basiert übrigens auf einer wahren Geschichte. Morales führte die 6. Kompanie, eine gepanzerte Kavallerie, in der Schlacht von Ridgecrest an. Wenn ich mich recht erinnere, waren die Freien Staaten den NUSA-Truppen 6:1 überlegen. Genau, ein Hinterhalt. Die Freien Staaten verlangten eine bedingungslose Kapitulation, aber Präsident Myers wollte, dass Militech, also die NUSA, bis zum bitteren Ende kämpft. Stell dir vor, Siggi, du bist in der Wüste. Die Sonne geht unter. Plötzlich siehst du eine Front von Niputo-Panzern. Ihnen folgt eine gigantische Staubwolke. Du küsst das Foto von deiner Frau und den Kindern und hältst das heiße Leder deines Lenkers fest umklammert. Und dann fährst du los. Der Panzer rattert. Du spürst jeden Stein unter dir, als würdest du mit nackten Füßen drüber laufen. Es gibt überall Explosionen, zersplitterndes Glas und Granatsplitter, die um dich fliegen. Ich meine, es ist einfach unbeschreiblich. Ich weiß nicht, Rodrigo, ich finde, du beschreibst das ziemlich gut. Danke für die Blumen, Siggi. Aber ich glaube, man muss es echt selbst mal erleben, es selbst richtig fühlen. Aber seien wir mal ehrlich, Rodrigo, meinst du nicht, es ist zu früh für so eine Art Braindance? Der Krieg ist erst ein paar Jahre her, Zehntausende kamen dabei ums Leben. Kalifornien war und ist geteilt. Nachbarn gegen Nachbarn, Brüder gegen Brüder. Na, das kann ich nicht beurteilen. Ich denke nicht, dass dieser Braindance dazu gedacht ist, die eine Seite als Helden und die andere als Schurken hinzustellen. Es ist eine Geschichte über echten Mut, Tapferkeit. Darüber, den Geschmack des Sieges zu kosten. Tja, Rodrigo, meinen Appetit hast du jetzt jedenfalls geweckt. Na dann, Mission erfolgreich. Ladies und Gentlemen, Metal Wars, Metal Hearts wird am Morgen in ihren Feedern zum Download verfügbar sein. Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Unterbrechung.